Bei den Nicht-Jiden, sag mal, ist man vertummelt. Man mischt aus Jiddisch mit Jüdisch. Man fragt, was ist das? Ist das eine Sprache? In sag mal, hält man als nur Ibrit, ist die Sprache in den Jiden, aber man weiß nicht, als Jiden haben gerade Sachsprachen. Wir haben alle zu tun mit einem und dem zweiten. Sag mal, es ist auch die erste Reaktion, Überraschung. Wir meinen, als Jiddisch ist eine teute Sprache, und man weiß von Jiddisch, und man weiß, dass wir Sprache meinen daher als eine teute Sprache. Und für mich ist es eigentlich interessant, weil ich bin aufgewachsen in einem Eulen wie Jiddisch, ist gewesen eine ganz normale, lebendige Sprache. Erfurt ist nicht weit, Erfurt ist eine halbe Stunde. Sie haben dort Schulen, und alte Schulen, eine neue Schule, eine kleine Schule und eine neue Schule. Und das ist Tage, wo ist die jüdische Geile Tage. Und dort hat man gefunden, etliche Jahre zurück, ein Stein, wo hat man reingekritzt, hebräische Häuschen. Und die alle Forscher und die alle Hebraisten haben geguckt, was du tust, was du jens, was du keiner hat nicht gewusst, bis ein Jiddischredder ist gekommen, und es ist Tage klar, beschreibt kalter Keller. Und heute wir sind da in Sommer, hört man Tage Jiddisch auf die Gassen. Das ist Tage eine besondere Sache. Wir tun das in Berlin. Eine Gruppe heißt Jiddisch Berlin und ist nicht keine Organisation, aber organisiert schon etliche Jahre lang Kunstausstellungen. Oft beschasst die Ausstellungen hat man andere Unternehmungen und euch ist verbunden mit verschiedenen Gruppen, was treffen sich. Wir haben euch Städtel Berlin, was ist eine Organisation, organisiert ein Festival jeden Frühling. Die chassidischen Menschen kommen selten zu meinen Events, aber wir sind gute Schreinem und wir respektieren sich einer den anderen. Und es ist jetzt ein Ort in Wien, wo es ist ein lebendiger Ort für jüdische Sachen. Wir haben einen Teil von den Büchern von Jungjiddisch in Tel Aviv, die sind zurückgekommen zu Gules. Das hat sich ungeheuer das Projekt für Jungjiddisch. Ein Platz, was sie öffnet, was sie bringt Licht in der Auge auf all das, was wir leben. Also ist, wenn Chasunim treffen sich zusammen, in Spielers, in der Zeilers, in Journalisten, in Intellektualen, es hype man nun. Aber das ist die Idee, die von den Artisten. Von der anderen Seite habe ich auch damit gefühlt, dass Jiddisch darf sein nun zum Leben. Der erste Jungjiddisch ist gewesen, Leben Garagen. Alle in Ägypten. Mein Name ist Eli Benedikt und ich bin der Programmdirektor beim Jiddisch-Liga. Ich vergebe noch 2 Wörter wegen der Jiddisch-Liga, euch bekannt noch nicht. Die Jiddisch-Liga Ziel wird aufzuhalten Jiddisch wie eine moderne, in lebendige Sprache, entmutigt Menschen, als wir soll reden Jiddisch in einem tagtäglichen Leben. Die Jiddisch-Liga gibt daraus ein Journal mit Nummern auf dem Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, die es helfen euch, sich auszulernen einseitig in Jiddisch. Bei euch halten wir gesäderte Programme mit einer Reihe Persönlichkeiten, Forschers, Singers, Akteuren und Kulturtiers, die bringen euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur und geben euch eine Gelegenheit, sich zu kennen mit sie. Wir verbeten euch zu stützen die Jiddisch-Liga, wird ein Mitglied in stets der einzige Jiddisch-Organisation, die alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Könnt ihr zu sehen, alle unsere Produkte werden von der Woche, Bücher in noch geht auf leagueforjiddisch.org, leagueforjiddisch.org. Alle unsere friedlichen Programme könnt ihr dort treffen in euch auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn ihr seht das Video auf YouTube, ist bitte quetscht, abonniert sich zum Kanal und teilt es mit euren Chavayrim. Wir haben noch einen neuen Quetscher, das kickt euch so wie eine Art, hinten in dem Video. Wenn ihr seht es auf YouTube, geht der Trick, sie kommt gleich direkt rein zu der Konto von Jiddisch-Liga. Und sie verspreiten Jiddisch in einer digitalen Welt euch. Eins bin ich sehr überrascht, weil wir reden auf ein Thema, wo sie sehr nutzt in meinem Art. Und ich will ein bisschen vorstellen, verwusst. Ich bin geboren worden in Bnei Brak, in Eretz Yisrael. Und meine Identität ist gewesen, Eretz Yisrael, ja, ich habe gewachsen in einer jüdischen
erzisraelische Identität, aber damals, mit ein paar Jahren zurück, bin ich geworden eingeladen zu auslernen in Weimar. Das ist in Deutschland. In damals, es ist gewesen der erste Mal, was ich bin zurück kann Deutschland. In meine Seides, meine Babes, kiemat keiner von den Sprüchen ist nicht zurück zu den Gegenden, wie sie sind geboren. Und ich bin keinmal nicht gewesen in der Gegenden, a viele als mein Spruch, ich will sagen, kommt von einer Gegend, was heißt Burgenland, was ist in Österreich, was ist eine deutschredendige Gegend. Aber ich bin keinmal nicht gewesen dort. Und sie hat mich plötzlich gestellt entgegen die Frage von Deutsch mit Jiddisch. Ich habe auch gedacht, noch sagt Deutsch, in Verstehen, und auch reden Jiddisch zu deutsche Menschen. Und damals ich sich gehabt, noch ein Stück Zeit, noch ein Jahr, noch 2 Jahre, aber ich sich gehabt, dass bei manchen hinderten Jahren ist Mizrach-Europa gewesen der Zentrum für Jiddisch Leben. In Davke 1, noch ein Chorben, hat sich die Mappe rübergeregt. Nach jetzt England klingt Jiddisch ein Beker in Meirew in Mitteleuropa. Davke in Ländern wie Deutsch ist eine offizielle Sprache. Es ist durch hasidische Keilas, in Jiddischisten, in Unternehmungen, in Antwerpen, in Berlin, in Wien, in Weimar, in Zürich, in andere Orte euch. In der Sache ist, dass in Mizrach-Europa geschehen auch etwas chassidische Aktivitäten. Aber es ist nicht nur kein chassidische Keiles, was wohnen dort in alten Sprache, wie eine gerettete, tagtägliche Sprache. Aber in der alle Plätze, in Zürich, in Wien, in Antwerpen, was Deutsch ist eine offizielle Sprache, sind durch chassidische Keiles, was wohnen, mit zähnliche Tausende Iden, was reden tagtägliche Jiddisch. Ist das alles zusammen macht eine neue Mappe für Jiddisch in Europa. Also bei manchen hinderten Jahren ist es gewesen in Mizrach, im plötzlich sie befindet sich noch einmal zusammen mit Deutsch. Und es ist sehr interessant und sehr Chikave, zu sagen, weil der Jiddisch in der Deutsch ist in der deutschen Gegenden ist auch ein Arup durch die Jahren. In den letzten 200 Jahren, es ist gewesen Meirewidisch, gewesen sehr groß, aber in den letzten 200, 300 Jahren, Meirewidisch ist geworden schwacher und schwacher. Es ist noch alles gewesen Jiddisch in der Erde. Ja, ich habe Bücher von Wien und von anderen Plätzen, von Berlin, versteht sich in zum Geld noch ein Programmen. Wir kennen sie mit Thomas Soxberger auf der Kanal von der Jiddisch-Liga wegen jiddische Presse in Wien. Jiddisch ist gefunden, aber der Meirewidisch ist Nelem geworden. Aber getracht auf eben mit Esther Sendroi, und ich will dem schon vorstellen, der Panel. Wir haben eine Reihe Persönlichkeiten da, was jeder eine von sie bringt eine interessante andere Call, was hat sie tun mit der Aufblühung von Jiddisch in der deutschen Gegenden. Esther ist ein Professor in der Wiener Universität, und sie wohnt in Wien, und sie ist auch verantwortlich auf den Kurs in Weimar, Jiddisch Summer Weimar. Sie führt auch einen besonderen Kurs in Wien. In der Jung Jiddisch, der Kulturcenter, was wird geöffnet in Wien, ist gleich entgegen in der chassidische Gas. Ist die aus der Scheiches mit alle die Teilen, was man geredet auf ihn. Und ich will noch stellen, der andere Menschen von dem Panel, wir haben Mendy Khan, was ist aufgekommen mit dem ganzen Gedanken von Jung Jiddisch. Hat es angefangen in Erzisruel, ist geboren in Antwerpen bechlal. Bringt die Kohle ein bisschen sei in Antwerpen, sei in Jung Jiddisch. Und es ist interessant zu legen, dass Jung Jiddisch, der Gedanke von Jung Jiddisch, hat sich angefangen in Lodz. Es ist eine Gruppe von Artisten und es hat sich verspreiter in der Welt. Und Davke 1 ist sehr wichtig, weil Jung Jiddisch sich ungefähr wie ein Gedanke in Mizrach kommt zurück zu den deutschen Ländern, kein Wien. Und ist auch gewesen reingemischt mit verschiedenen Projekten für Filmen. Der letzte ist gewesen auf Netflix, wo es die ganze europäische Welt hat bekommen zurück Jiddisch auf den Ekran durch Netflix. Ich meine, das ist die wichtige Rolle für das Panel. Versteht sich, alle haben riesige Biografien, ich kenne nicht sagen alle. Andreas ist ein Singer, ein Tanzer. Ja, ich würde gerne singen, mach nicht so mit der.
Er ist einer von den Menschen, was hat aufgestellt Jiddisch Zimmer Weimar. Ich weiß nicht, ob er weiß, aber Jiddisch Zimmer Weimar ist nicht nur ein Festival, was geschieht in der Zimmer. Es ist durch ein Sachprojekt, was geschehen mit der Azor Music Academy, was ist Oma. Und es geschieht nicht nur in Weimar, auch es geschieht in einer Sachstadt in Deutschland Bechlal. Es ist durch ein Sachprojekt, was nimmt darin andere Länder in Europa. Er ist ein wichtiger Mensch zu reden wegen Jiddisch. Und wir haben auch Jack Schneider, er ist ein Aktivist, ein Schreiber, ein Poet, er wohnt in Berlin und er macht Sachaktivitäten in Berlin. Und er nimmt raus verschiedene Zines, ich weiß nicht, wie er das sagen auf Jiddisch, man darf kommen auf ein gutes Wort, Patschgewillen, ich weiß nicht, wo es schreiben Poesie auf Jiddisch. Er rief doch, hat er gesehen, verschiedene Artikeln in Interviewen mit ihm, wo er rief zu der Erklärung von Jiddisch wie offizielle Sprache in Deutschland. Er ist auch reingemischt in Weimar mit dem Jiddisch Festival, aber er macht ein Jiddisch Ois. Wie Menschen kommen und sie kennen eine ganze Tag von Pushet Leben auf Jiddisch. In der Festival. Wir haben Eidel Molowitzki, wo sie ist reingemischt mit der Sache von den Jugendaktivitäten in Europa. Und sie fährt darin sie heißt es ist eine Gruppe von Generation Z, wo es ist gewesen ein Projekt, wo es ist zusammen mit verschiedenen Universitäten auch Jiddisch Zimmer Weimar ist gewesen reingemischt mit dem. Aber ich will ihr lassen es vorstellen bald. Und sie kommt euch von einem chassidischen Haus, was hat gewachsen in Wien, im Robgat, auch mit ihr auf besondere Kapitel. Geht, ist noch der lange ganze Reinführ, weil ich sich wenden zurück zu Esther. Esther, die erste Frage, was ich will wissen, ist, was kannst du uns erklären wegen der Sprache allein? Jiddisch ist 1000 Jahre alt, und es ist es hat sich angefangen in der deutschen Gegenden, ich will nicht da reingehen zu der Größe Machleukes, in eins ist es zurück. Ist es dasselbe Jiddisch? Ist es dasselbe Jiddisch wie Friedrike? Ja. Nein, es ist nicht dasselbe Jiddisch. So früher ist gewesen Meirev Jiddisch. In Meirev Jiddisch ist ganz anders von Mizrach Jiddisch. Es klingt anders. Aber Meirev Jiddisch ist gewesen so ein neunt zu Deutsch, als etliche Mumchim, Lemosho, Alexander Beider, sagen, dass der Chilik zwischen Meirev Jiddisch und Mittelhochdeutsch ist so klein, als sie sind Tage dieselbe Sprache, was soll lieber heißen Jiddisch-Deutsch oder Judeo-German. Eine jiddische Variation von Deutsch oder essentiell Deutsch mit einem Gemisch von hebräischen Wörtern oder aramischen Wörtern. Aber Max Weinreich und Solomon Birnbaum und auch viele andere Mumchim stimmen zu, als Meirev Jiddisch hat sich entwickelt von Mittelhochdeutsch, mittelhochdeutsche Variations, aber es hat gehabt eine besondere Phonologie, ein Klangsystem und etwas andere Grammatik. Und zusammen mit dem gemischten Vokabular von hebräischen Wörtern und die Orthographie ist auch hebräische, es nutzt hebräische Äußeres. Also wird das mit Recht gerufen an andere Sprache, Meirev Jiddisch. Ja? Und was kannst du uns sagen wegen wenn es Meirev Jiddisch weggegangen? Ich habe gewollt sagen, der Teut, aber es ist nicht den ganzen Teut geworden. Ja, aber Menschen schreiben auf dem, es ist Teut geworden. Ich weiß nicht, ja. Es ist Tage Teut geworden. Meirev Jiddisch ist gewähnt die gerettete und geschriebene Sprache von aschkenazischen Jiden in Meirev und zentrale Europa bis zum zweiten Teil oder Sof von der 18. Jahrhundert. Die Sprache ist also nicht schnell, aber zum Soft-Nelem geworden. Ja. In Deutsch reden die Länder erst und dennoch später euch in Alsace und euch in Ungarn. Mhm. In Tage Meirev Jiddisch ist gewähnt gerät in alle Gegenden, wie man gerät mehr oder weniger Deutsch. Ich verstehe es richtig?
Ja, das ist gewesen so bis von Amsterdam zu Alsace und bis ja auch Venezia und Prag. Ja, das ist gewesen meine Jiddisch erst. In der noch, wenn die Jiden sind zum Polen gegangen in der 13., 14. Jahrhundert. Es ist gewesen ein Misch von Mizrach und Ma'ariv Jiddisch, weil die Menschen sind gefahren und zurückgekommen. Wow. Ähm, es ist mir sehr interessant, der Thema, weil speziell, wenn ich bin gewesen in Weimar, und ich will dich wenden zu dir, öfter jetzt, Andreas, bin ich gefunden in Erfurt, das ist ganz nund zu Weimar. In dort plötzlich sind ich habe es gesehen gegen die Augen der Meirewidisch, ich habe gesehen der alte Jiddisch, ich weiß nicht, ob sie dasselbe sagt, aber kannst du uns erzählen, erstens, verwusst Weimar, verwusst en kom ausgeklieben der Stut für alle Städte zu machen, enkere Aktivitäten. Und was kannst du dir erzählen wegen der Gegend, wegen der jüdischen Gegend, der uralte, der älteste Schiel in ganz Europa ist dort, in Erfurt. Ja, ja, ja. Ich meine, der Ronneib, Shalom Aleichem Alamen, der Ronneib von Jiddisch Sommer ist tak gewesen eine europäische Initiative. In 1999 ist Weimar gewesen, wie man ruft sie, die europäische Hauptstadt von Kultur. Eine große Sache damals. Und damals hat man gedacht, ja, Weimar, wir haben schon eine Sachen, wir hat Goethe und Schillern, wir hat ein Bauhaus, wir hat schon gut Kultur, wir hat ein Park, was ist auch jetzt, beschützt von UNESCO und schöne gute Sachen. Und Emetzer hat gemeint, man darf etwas bringen, jüdische Sachen kein Weimar. Und damals hat man gerät zu Alan Bern. Er ist gewesen der Pianist in dem Lied, was man jetzt gehört, in Brave Old World. Und Emetzer hat gerät zu ihm und gesagt, nun komm in Weimar, tu etwas dort mit uns. Und in Weimar hat er angerufen mit der Werkstatt und ein Konzert damals mit Brave Old World. Und damals sind gekommen als Menschen, junge Leute von in Europa, sich auszulernen, jüdische Musik, Kultur, noch einmal in 1999. Und von dem ist ausgewachsen mehr und mehr, ein größer Festival, aber speziell, und das ist der Inhalt von alles, was wir tun, a Summer School, wie sagt man, ihr sucht mir besser. Sommerschule. Sommerschule, Sommerprogramm, Sommerprogramm, du Tage, der traditionelle Sommerprogramm, und sind 2001, alle Jahre, alle Sommer, neu in Zeiten von Corona, ist das ausgewachsen als Sache. Und schon die ersten Jahre ist gekommen, Efter kennt ihn noch Emetsen, ist gekommen Pesach Fischmann. Er ist gewesen der erste Lehrer von Jiddisch da in Weimar. Emetzer kennt noch Pesach Fischmannen, mein Pesach? Ja, gut, sehr Etliche fein. Menschen. Etliche. Er ist gewesen der größte Erzähler von, wir hatten gerade ein Programm zusammen, der erzählt meistens und wir haben gespielt Musik. Und das Programm hat man aufgeführt da, er hat gelernt Jiddisch da etliche Jahre lang. Und das ist gewesen der Ronneib von Jiddisch Programm. Ein guter Ronneib, meine ich. Pesach Fischmann ist gewesen ein guter Ronneib von Jiddisch Programm. Und ich meine, Sof Kol Sof ist der erste Gedanke gewesen, ein kultureller. Kultur. In Weimar retten ständig wegen, ich weiß nicht, wer kennt das Wort Hochkultur. Das meint die hohe Kultur, hohe Fenster, ja. Man geht in Schiller, Nationaltheater, Bauhaus, alles Dinge, hulala. Und ich mein, nur wo es schon du Hochkultur, darf man noch bringen mehr Hochkultur und das kann sein Jiddisch. Und ich mein, das ist eine gute Sache, das ist ein guter Gedanke. Und von dem tut man das Sachen dort, Tage in Weimar. Ich kann erzählen noch ein bisschen mehr, aber das ist der Ronneib wegen Weimar. Und nur Tage weiß durch, dass Erfurt ist nicht Was? weit. Erfurt ist nicht weit, Erfurt ist eine halbe Stunde. Sie haben dort Schulen, und alte Schulen, eine neue Schule, eine kleine Schule und eine nemerische Schule. Und das ist Tage, wo es ist die jüdische Kehle Tage. Und dort hat man gefunden, etliche Jahre zurück, ein Stein, wo hat man reingekritzt,
hebräische Oisies. Und die alle Forscher und die alle Hebraisten haben geguckt, was sie tust, was sie jens, was sie jens, was sie tust. Keiner hat nicht gewusst, bis ein Jiddischreder ist gekommen. Nur ist es klar. Beschreibt kalter Keller. Ein Keller, wo es ist kalt. Aber dort wird man etwas tun mit, was man isst, Wein, Bier, ich weiß nicht, was man tut da rein. Und der stehen, man kann ihn noch sehen dort in Erfurt. Und das ist noch, es ist sehr eine frie Sache, wo man kann finden, jede Sprache schon reingekritzt in der Stein. Und das ist mir doch schon sehr historisch. Und mit 2 Jahren zurück hat UNESCO ausgerufen, Erfurt zu sein, Protected, wie sagt man, UNESCO Heritage. Und das ist Beschützter Ort, ja. ein geschützter Ort und von dem ist ausgewachsen sehr, sehr feine Aktivitäten. Und ich meine, die Stadt hat gut verstanden, als das ist eine sehr spezielle Sache. Und man schützt da die alle jüdische Erde und ob wir tun etwas dort in Konzerten und sie reden, eine Talkshow im Sommer wird sein mit Jake. Und das ist sehr, sehr interessant. Erfurt ist eine Sache größer von Weimar. Aber es ist auch eine wichtige jüdische Geschichte, sicher, von Mittelalter an. Das heißt, ob ich verstehe die richtig, der Siebe zu gehen zu Weimar, der Stadt ist gewesen, weil der Stadt stützt Kultur Ja. in allgemein. Ja, Ja, sie rufen sich allein eine Kulturstadt. ja. No? Ja. Ob Kultur ist, ja, ich weiß da, ich bin gewöhnt, dass es ist da eine Sache Musikschule, es ist da eine Sache, ja, es ist da eine Sache Plätze, wo man kennt an Kultur. Ja, danke. Es gibt eine große Musikhochschule, wo man so gesagt hat, eine Universität von Musik, wo man lernt klassische Musik und Ethnomusikologie und Jazz. Und wir halten Programme mit sie wegen jiddischer Musik und arabischer Musik und so weiter, griechischer, türkischer Musik. Das ist alles sehr gut verbunden da. Und die schöne Sache, ob ihr tracht wegen kommen kein Weimar ist ein Städtel. Und ob wir sind da in Sommer, hört man Tage Jiddisch auf die Gassen. Das ist Tage eine besondere Sache. Ob ihr tut das in Berlin, aber da in Weimar hört man Tage jedes Wort auf der Gas in Sommer und das ist eine spezielle Atmosphäre. Tage. Und nun Tag versteht sich mit der Musik, mit der Jam Session, Uljanke. Das ist Tage und auch auf die größte Plätze hört man Tage, was es tut sich. Kannst du mir sagen ein bisschen auf die Gegend, Bechlal, weil ich weiß, dass ihr macht Konzerten nicht nur in Weimar. Und viele sind da mal, was ihr macht Konzerten, manchmal bei der Fuß von der größten Schule. Es ist da der alte Schule, was ist Gebäude geworden werden, in der 11. Ja. 11. Jahrhundert. Sehr früh, ja. Nur heute geht man raus, weil es Sommer wird man organisieren Konzerten, wo sie in Außenwenig gezwungen fahren. In der Nord, und dort ist in Erfurt ich wollte es gerufen, die Hotel von Erfurt, ja, the Western Wall, von der alter Schule in Erfurt, was ist sehr, sehr schön. Und dort können wir dann mal machen ein Konzert. Aber wir fahren auch in die kleinschicke Städtler, wo es wollen, Thuringia heißt der State, wie man wurde gesagt, auf amerikanisch-englisch, ja. Deutschland hat 16 Staaten, States, und Thuringia ist ein sehr kleiner. Und dort fahren wir Tage auch in andere Städte, Eisenach, zum Beispiel Bach ist geworden in Eisenach, zu Erfurt, auch in kleinen Städtlich, wo man organisiert ein Konzert, sie etwas anderes, reinzunehmen, Tage alle Männer und sie zu weisen, das ist jüdische Kultur, das ist ein Teil von Europa. Und kommt zu uns und das ist sehr interessant und dann kommen Tage junge Leute und sie finden uns und es entwickelt sich etwas am meisten mit Jiddisch und mit jiddischer Kultur. Wow. Ist mit noch manches sein Reden auf dem Bald. Lass mir geben einen Tanz öfter zu Jake. Weil Jake wohnt in Berlin, du hast der Mann Berlin. Ist ja, die kannst du euch stimmen, das euch gestimmt. Es kommt erzählen uns ein bisschen auf die Aktivitäten in Berlin. Was du bist, ich weiß, dass du machst Schmus mit Wein, was ist eine Kulturtreffung, was man trifft sich öfter kannst du uns erzählen mehr. Und euch, du schreibst Poesie auf Jiddisch, einseitige Poesie in Berlin, du hast eine Gruppe von Schreibers, was du hast. Ja, erzähl uns wegen dem. Shalom Aleichem Allemen. Ja, es ist manchmal ein Vergnügen zu sein da. Ja, in Berlin haben wir Tage, wir haben nicht keine große Institutions wie in andere große Städte mit Jiddisch
Tours oder mit der jüdischen Kehille, aber wir haben Tage sehr stark verbrannte Jüdischisten und euch verbrannte Klezmorim und Tänzers und bildende Künstler. Und ja, mir geht sich an ist, wir können Tage machen etwas mit Jiddisch 3, 4, 5 Mal a Woche. Es wendet sich in der Woche. Wir haben da zwei Nicht-Institutionen, also zwei Gruppen, was kommen als mehr zu neu. Eine Gruppe heißt Jiddisch Berlin und ist nicht keine Organisation, aber organisiert schon etliche Jahre lang Kunstausstellungen, oft beschäftigte Ausstellungen hat man andere Unternehmungen und euch ist verbunden mit verschiedenen Gruppen, was treffen sich jeden Sonntag kann man lernen etwas auf Jiddisch, jeden Montag hat man eine Schreibgruppe, was trifft sich auf Zoom, wir sind knapp alle in Berlin, vier jiddische Poeten, was wohnen da und schreiben und machen Vorlehnungen und geben heraus ihre Lieder, sei auf Jiddisch, sei mit Übersetzungen. Ich bin zwischen sie. Wir haben euch Städte Berlin, was ist ja eine Organisation, organisiert ein Festival jeden Frühling. Das heißt, in 2 Wochen herum haben wir den jährlichen Festival von Städte Berlin. Und Tage, der erste Abend wird sein, jiddische Poesie mit neuer Musik. Das heißt, eine neue Kapelle, was heißt Skatulkeles, hat gemacht Singlieder von die Lehnlieder von Katerina Kuznetsova und sie wollen das vorstellen und dazu Yael Merlini, noch eine Poetesse von uns, wird vorlehnen ihre Lieder zusammen mit einem Akkordeonisten Craig Gudeman. Das ist nur ein Beispiel. Und ja, und Schmus und Wein ist 2 Mal heute. Wir praven kiemat unser 100. Jahr, das heißt die 100. Treffung in die letzten 4 Jahren. Und ja, ich habe das angehoben, weil ich habe nicht nur gewollt lernen und lernen sich auf Jiddisch nur euch schmusen. Und nach der Pandemie habe ich gesehen, als das ist noch nicht da. Und jetzt haben wir das schon 4 Jahre lang. Und in Weimar bin ich euch schon 3, 4 Jahre jedes Jahr auf dem Festival und habe sich bemes gefreut, als wir haben gekannt aufbauen Jiddischhaus, kedei ein bisschen zu vergrößern dem Gedanke von Schmus und Wein und nicht nur sich treffen in einer Schenk 1 oder 2 Mal in Chodesh, nur wohnen zusammen und mitmachen alle Aktivitäten von Festival, aber euch verbringen und baden in Teich und spielen Brettspielen und singen und was es soll nicht sein. Ein Jahr haben wir noch eine Sache, was ist Jiddisch Buffet und ja, ich hoffe, dass noch mehr Menschen wollen sich verschreiben, weil Sachmenschen haben zugesagt, wollen wir sehen, aber es ist manchmal eine schöne Sache, zu verbinden die Atmosphäre von Jiddischhaus, was ist sehr informell, aber zu machen auf ein bisschen formellen Öfen wie die anderen Warstatten von Jiddisch Sommer Weimar. Als einen Tag wollen wir machen kreative Schreiben, einen Tag wollen wir machen Theater und einen anderen Tag wollen wir sich interviewieren und so weiter. Das ist noch ein Programm, was ich habe mit initiiert auf Jiddisch Sommer Weimar. Ja, und es tut sich manchmal sehr Sache da in Berlin, ich kann nicht als beschreiben. Ja. Wow. Es ist eine Sache und mit zurückkommen zu dir euch. Ich will vor dem öfter ein bisschen von alle, was sie haben zu sagen. Jetzt lassen wir sich wenden jetzt zu Mandy. Mandy, die wohnst in Tel Aviv, in Israel, aber wenn man sagt, dein Land ist ausgespreit überall. Und du bist geboren in Antwerpen, aber dein Gedanke für einen Ort, was heißt Jung Jiddisch, existiert in Wien und du bist auch eine Lehrerin in Weimar. In Tage, wie man du sagst, vor dem, dein Netflix-Filmen sind umgekommen zu der ganzen Welt.
Ist öfter der Teilins wegen der Unheib von Jungidisch, wusstet ihr gestippt, bechlall sie öffnen als am Ort. Und ich verstehe auch, dass Jungidisch in Unheib ist gewesen, ein paar Artisten, ein paar ja, Künstler, so haben sich zusammengekommen, so haben Gewalt machen Kunst. Das heißt, kannst du uns erzählen auf deinen Gedanken, wusstest du es geniemen und wusstest, ja. Es ist, aber da breite lange Maße, aber Jungidisch hat sich ungeheuben mit das Willen, noch dem was wahrscheinlich verstanden, wie unik und wie jichesdig und wie speziell Jiddisch ist, aber verstanden, als was fehlt Jiddisch in Israel, koidem kol, ist gewesen a lebendige Utem. Ich meine, ich habe gewiss, dass du a Sach, was sie leben Jiddisch, Chulemen Jiddisch, Trachten Jiddisch, haben lieb Herren, aber es ist nicht gewesen, genug ausgemischt mit der Utem von der Öffentlichkeit. Das ist gewesen, Reiches, das ist, glaube ich, zusammengenommen Bücher, in zusammengenommen Menschen, ich sag, getroffen mit Menschen, wo sie willen hören, getroffen sich mit Menschen, wo sie willen die Zeilen eben geben in die Bücher, sondern wie eine Base, wie eine Wand, wie ein Käusel, die Keuche sollen sich treffen. Und so hat sich ungeheuben das Projekt für Jung Jiddisch. Ein Platz wie, was sie öffnet, was sie bringt Licht in der Auge auf all das, was wir leben. Also ist, wenn Chasunim treffen sich zusammen, in Spielers, in der Zeilers, in Journalisten, in Intellektualen, es hype man nun, aber das ist die Idee, dass ich finde Artisten, finde andere Seite, aber auch damit gefühlt, dass Jiddisch darf sein nun zum Leben. Der erste Jungidisch ist gewesen, Leben Garagen in Norden, wie Jiddisch hat sich gerät, auf frühere Gegend. Du in der zentrale Busstation ist es mit der Schreiereien von Sochrim, mit der Fremde, wo es kommen, immer geht, immer kommt. Man darf das Gewirbel von Leben, darf Jiddisch auch haben. Sie können nicht sitzen auch in den Institutionen. Es ist der Gemisch, ist der Utem von Jung Jiddisch, ist irgendwie wie Menschen ohne große Ideologie es betrifft sich, weil man liebt Kultur, man liebt Sprache, man liebt Jiddisch, man hat ein Gefühl dazu. Wie zerbrochen oder wie Ganze soll nicht sein. Wie hat man gehalten und wieso das trifft sich zusammen mit Jung Jiddisch von Lodge, ist aber dem ist es gewesen eine andere Welt, weißt, Jiddisch hat gesprudelt, es ist gewesen in einer Wochentlichkeit, also eine Gesinnterheit, in dort haben sie gewollt, dass in Baneiheit, in Individualität, in Artisten, in sich treffen, frische Wegen soll aufspritzen. Hart ist man in einer anderen Matze, noch ein Forben, noch als mir so spreit und stickelt, darf man die Volksstimmlichkeit bringen zusammen. Das ist auch ein Indien. Und von der anderen Seite, damit darf man die Artisten, was sie sollen halten, weil sollen spielen, sollen retten, sollen die Zeilen. Es darf man einen Platz, wie das alles kann sich aufleben, sich zerblieben. In Weimar, ich gedenke, wenn man sich getroffen mit Weimar, ist gewesen ein Vergnügen, weil in Jesul, wie du weißt, ist Jiddisch also ein bisschen gestippt auf die Seiten, sie können sich nicht mal mich entwickeln, von der hohe Fenster. Und was du hast in Weimar, als du bist näher zu der hohe Fenster von Europa, weil nicht du kannst auch Volk, weißt du, kämen dort oft in so einem gemacht scheine Programmen zusammenarbeiten in das Hälfte entwickeln nicht nur Weimar noch eine ganze Welt weißt auch das was man arbeitet jetzt in Jung Jiddisch Wien in Jung Jiddisch du in Tel Aviv in auch in Kanada was arbeitet sich zusammen ist Weimar ist ein machaiedicke Platz sich zu treffen in Scheppen Keuches, ein bisschen ruhigerheit, weiß in einer Städtel, wie nicht das sagt, wir kennen sich auch so, es haben in Wolken von Jiddischkeit, wo es etwas, seht sich aus, es ist da gelacht, der hartige Tag in zentral zu Mare Europa, wie in
wie von dort, wie ich meine, ja, für Maren. Okay, אפשר גניגת כאן. Interessant. Ja, ich will aber manchmal sein mit einer Frage. Also der Mann, der Churben, noch ein Churben, als eins ist es anders. Und ich will dir fragen jetzt etwas a schwerere Scheile. Ja, meine Seite Zimbabwe sind kein und nicht zurück zu der Gegenden, wie mir red Deutsch. Viele zu Österreich sind nicht zurück, weil es ist gewähnt nach Churben und das und mit Red schon kein und nicht auf der Erde. Und ich komme zurück, und die kommen zurück, und andere kommen zurück. Und nicht nur, wir kommen zurück mit Titof Jiddisch dort, ja. Wir kommen zurück mit der Starkheit. Ich will dir fragen, wo sind denn erstens deine Gefühle und zweitens, wo strachst du wegen dem? Weil wo sie gewähnt ein ganzer Dorf, wo es ist nicht zurück und nicht gewollt zurückgehen. קודם כל, es war gemischte Gefühle. Es ist anders gewesen, wenn ich bin umgekommen das erste Mal. Anders gewesen, wenn ich bin umgekommen das zweite Mal. Und ich bin gegangen am in Nessia, ich bin auch gewesen in Wilna, auch gewesen in Polen, in ich habe auch gefühlt, wie so in Unheil, mamisch, der Schäden in den Gassen, und wie so, du darfst doch bestehen, und du darfst, so a Mahalach. In von der anderen Seite, man darf auch verstehen, ist geworden vertrieben von Frankfurt, in 4 Jahren zurück sind die Jeden weiter in Frankfurt. In so 40 in Gules, bis es noch du a Gules, ist es noch du a Gules. Menschen kommen zurück auf die Quorum, die Schielen, man kommt zurück, weil man lebt dort ist nicht du, man mich astieren, all die Gefühle dürfen sich treffen, dürfen sich zusammenmischen, man darf, als man kommt, versteht man etwas mehr, es ist du, ist, ich meine, de Schale is a gitte Schale in der Entfer is eine von der Simone was besteht und man darf es zunehmen und man darf es anutmen und ausutmen ist nicht kein als eine große Schale. Danke, Das ist du mitgewinnt. ja, ich darf man sich also in jedem Platz, danke in Erfurt, in der alte Schiel. Ich bin gewöhnt, dass es du die Schiel fahr, wenn man sie herausgetrieben von dort, in der Schiel mit der 100 Jahre später, noch wenn sie sind zurückgekommen, ist es dann zurück. Und wieder einmal zurück, und wieder vertrieben, und wieder zurück. Ja, sehr interessant. Geht, weil ich jetzt zurückgehe zu Esther, ich will nur sagen, dass Eidel wird kommen ein bisschen später, aber sie wird kommen. Also Esther, der Zeilins wegen Jung Jiddisch Wien. Erstens, wie sei es umgekommen, der Gedanke zu öffnen? Und was ist die getracht, dass, ja, als Wien ist ein guter Platz an dem? Ja, ich habe gewollt schaffen etwas ähnlich zu Jung Jiddisch in Tel Aviv, nur eine Sache kleiner. Mhm. Der Center befindet sich in der friedliche und jetzige jiddische Gegend. Meine Schreinim sind jiddisch redende chassidische Jiden. Und das ist ein idealer Ort, zu haben ein Kulturzentrum. Euch mir ziehen zu Sach wienerische Kulturtours, nicht nur der jüdisch Liebhabers. Und zu lieb der Neuigkeit von Jiddisch und Deutsch sind die Aufführungen Pushet zu drittlich von Eulen, ja. Das ist Pushet zu haben Jiddisch und Deutsch zusammen, weil Deutschredendikes verstehen schon ein bisschen Jiddisch. Und die chassidischen Menschen kommen selten zu meinen Events, aber wir sind gute Schreinim und wir respektieren sich einer dem anderen und es ist du jetzt ein Ort in Wien, wo es ist ein lebendiger Ort für jüdische Sachen. Wir haben ein Teil von den Büchern von Jung-Jiddisch in Tel Aviv, wo sind zurückgekommen zu Gules, der Doppeltes, Ja. ein paar hundert jüdische Bücher. Und ich meine, das ist ein Simmen, ja, die Bücher sind rausgegangen und ein Teil von dem sind zurückgekommen. Oh, Hm.
ארץ ישראל sind schon noch der Gules. Ja, nu. Es ist Ja. Gules, Avada, es ist Gules, aber ich hab gehört, als Sachstützung, nicht nur Geld, aber gute Sachen von der Universität, von der Kulturteil von der Stadt, von der Kulturteil von der Bezirk, von der zweiten Bezirk und auch Mhm. von der Europäischen Union, ja. Es ist wichtig zu haben informelle jiddische kulturelle Erter. Und Wien ist eine schöne Stadt. Ja, ich sag schon lange ein bisschen intergeblendet. Danke, Ja. ich will jetzt sagen, finde ich, wo sind denn die Beziehungen zwischen, weiß nicht, dem mehr administrativischen, von der Universität, danke, mit der Medina, bekommen Stütze, bekommen Geld, bekommen, ich weiß nicht, ein Ort, sie machen etwas. Wie soll ihr Arbeit aus? Menschen geben, sie sind freilich zu hören, dass es da etwas mit ihnen ist, ich rede jetzt nicht auf Menschen stamm, ich rede auf die Menschen, was davon stützen, ja, was geben Geld, was die Jung Jiddisch, Universität. Jung Jiddisch Wien ist eine eigene Organisation, Mhm. was heißt ein Verein. Es ist Ja. nicht ein Teil von Universität. In die Mhm. Universität gibt nicht kein Geld, aber Mhm. ich bin ja ein Professor von Universität die Universität, ähm, ja, das ist, ja, die Universität stützt mir zu machen etwas, aber nicht mit Geld, nein. Ja, ja, ich will einfach erklären, Tage, du bist auch ein Professor in der Universität, aber das Ja. Sommerprogramm, was du machst, ist ein Schutfest Oh zwischen ja, Jung Jiddisch mit ja, dir, das ist mit MS. der Universität, ja, es Ja, ist das auch ein Sommerprogramm, Schutfest. ja. Ja, das Ja. Sommerprogramm hat drei Teile. Mhm. In der Früh, die Klassen sind in Universität, und sind Mhm. formelle Sprachklassen. Mhm. In Nachmittag sind wir in Jungidisch Wien. Und wir haben Seminaren und Referaten oder andere Sachen. In Abend, ja, man tanzt, man hört Musik, man schmiss auf Jiddisch für eine Mhm. ganze Woche, ja. Das wird sein im September. Hei, ja. Ihm, wenn du schreibst zu betten Mhm. Geld oder betten, ich weiß nicht, zu machen als ein Kurs in der Universität, wie ist die Reaktion von den Menschen, was davon beschließen zu es tun? Oder ich weiß nicht, So, sie sind freilich zu tun, mehr Jiddisch und, weil eider du bist, ich ja, komme ja. nicht gewähnt, ein Jiddisch-Programm in der Universität. Ja, ja, die Studenten von der Universität sind sehr interessieren sich als Sach. Mhm. Die Klassen sind immer voll, voll mit Menschen. Der Universität gibt Geld für die Studenten, als sei so. Es ist billiger, es ist nicht so teuer für sie zu kommen, ja. Hm. Sehr interessant. Mhm. Lass mal zurückgehen zu Eidel Andreas, ist, Amini. Eidel ist du. Was? Eidel Oh ist du. ja, Shalom Aleichem Eidl. Ist mir doch schon vorgestellt, in bald will ich zikimen zu dir. Ich will noch zikimen zu Andreas am Minute mit derselben Frage. Andreas, die arbeitest für Jiddisch, die machst die gehst daran zu offizielle Plätze, aber mit beten ja, a Grant, a Scholarship, etwas. Menschen sind freilich zu hören, die machst etwas mit Jiddisch, und das, sie wollen geben, sie wollen nicht geben, wo sind denn die, ja. Nur gewöhnlich, wir sagen, wie sagt man, tagtäglicher deutscher Bürger hat er schon einmal gehört das Wort Jiddisch, aber er zermischt sich ständig zwischen Jüdisch, was meint Jewish und Jiddisch, und auch heute die Politiker rufen uns so Jüdisch Sommer Weimar zu Jewish Sommer Weimar. Etwas, das ist immer die Sachen. Also ich will gemeint, die Kultur allein, die Sprache, es ist ständig, man darf ständig erklären eine Sache. Was es tut sich, was ist so ähnlich zu Hebräisch, zu nicht Hebräisch, was ist, also eine germanische Sprache. Und es ist als Sache, Frage ist und Frage ist, ob man redet zu die Leute, eure Politiker. Nur, ich meine, du hast auch Kulturen auf der Welt und nicht alle Menschen können wissen als Ding. Aber heute man hat einmal erklärt, was man tut da.
meine ich, verstehen sie ein bisschen besser und sie verstehen gut, dass das ist eine von den ersten pan-europäischen Kulturen. Und wir leben heute in Europa. Und die Europäische Union prüft zu beweisen, also Europa ist schon ständig gewesen ein kultureller Ort, ja, wo man tut Sachen zusammen. Und ich sage sich, herzlich, 100 Jahre zurück hat man gemacht in alle Länder von Europa geredet Jiddisch. Das ist der Regel. Ich meine, das ist eine gute Sache. Man darf arbeiten wegen dem. Und das kann sein ein sehr gutes Symbol für europäische Kultur. Und das hilft das auch mal, zu erklären ein bisschen, was man tut da. Euch, das ist eine sehr internationale Kultur. Und gewöhnlich, ich meine, das ist nicht, wir sind nicht kein Gewirr da. Das ist, ich hab da guck auf die Wand. Zacke nicht. Aber ich meine, es die deutsche Regierung, auch die Federal State, hilft uns einmal alle 3, 4 Jahren zu machen ein Projekt und das ist echt eine gute Sache. Und ich meine, langsam, und ich meine, Jay kann sagen dieselbe Sache, langsam versteht man ein bisschen, was ist Jiddisch, was ist jiddische Kultur, Literatur, aber man darf ständig als Sache erklären, Tage als Sache. Aber nu, ich meine, ja, das tun wir. In wer Ich meine, sei. Oh ja, sie Mandy. gibt ein größer Scheuer für Andreas und Ellen, was so gehalten für so Jahren, eine kulturelle, lebendige, atemdicke Institution, was nicht kristallisiert geworden, in Mitteleuropa, in Deutschland, mit allen Schwierigkeiten, in noch ein Jahr, in es Vieren, in es Lassen sich ausarbeiten, es ist schon ein 25 Jahre Jubiläum, es ist nicht keine Kleinigkeit. Es kommt auf der größten Steuer verdienen. Ja. Ja, danke, Herr Schkoyer. In Tage sind schon 25 Jahre, ja, jene Jahr ist gewesen. Ja, danke, ja. Is öfter kennst du, und ich weiß, dass ihr doch hat bekommen a Binyan, ja, hat bekommen a Ja. Ois. Alles, ja. Ja, und das ist a jene Ois, ja, aber sie heißt OMA, Other Music Academy. Öfter kannst du erklären wegen dem, und was hat es mit Jiddisch Zimmer Weimar, was ist Other Music Academy und was ist Jiddisch Zimmer Weimar? Weil es ist dieselbe Ois, öfter. Ja, es ist dieselbe, danke. Ja. Esther hat schon in der Mund das schöne Wort auf Deutsch, was heißt Verein. Man will etwas organisieren in Österreich, in Deutschland, davon oben ein Verein. Das ist, man kleibt sich zu neu 10 Menschen etwas und man organisiert etwas, eine juristische Organisation und von dem kann man aufbauen eine Sache. Und der Verein hat mit etlichen Jahren zurück bekommen von der Stadt Weimar den Binien, ich bin da in den Binien, wo es gewesen eine Schule, nicht eine Schule, wo gewesen Lehrer und Schüler, nicht keine jüdische. Und den Binien hat mir jetzt mit bald schon 16, 17 Jahre und ich meine, ein Jahr beim SOF 2026 wird man verentdecken die alle Sachen und man wird auch kennen der öffnen das ganze Haus und in dem euch organisieren Limmerschel im jüdischen Sommer, aber euch das auch andere Projekten, nicht bloß jüdische, sephardische, aber euch man redet wegen griechischer Musik, türkischer Musik, wegen euch da lokale Sachen, Familiensprache und Kinder, das ist ein Kulturcenter, man ruft das auf Deutsch Soziokultur, eine Kultur, was hat einen sozialen Impact, ja. Was ist für Tage für die Leute, was wir wollen da, aber für uns sehr wichtig, euch hat ständig eine sehr internationale Dimension und das ist der Haus, die Oma und Oma ist das deutsche Wort für Bobbe, ja. Das ist ein schönes Wort, Bobbe. Also es ist, ob ihr kommt, kennt ihr sein in der Bobbe. Oma. Und das ist unser Haus und kommendes Jahr in 2027 wird man sicher halten, einen größten Teil von jüdischen Sommer da im ganzen Haus. Man wird haben einen Saal und all das Ding. Ich meine, ja, es arbeitet sich alles gut. Ja, ist sehr zufrieden, dass der Arbeit zum Sof noch aus solchen Jahren 11 Teppes. Danke. Ja, lassen wir sich wenden zu Idle. So, ich habe dir schon vorgestellt, ich habe erzählt ein bisschen, als die was reden
mehr wegen deiner Arbeit mit der Jugend in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, in Österreich, in Europa בכלל. Was kannst du uns erzählen auf Generation Z, auf die Studenten, auf die Jungen dort, was interessiert sich in Jiddisch? Ja, Assalamu alaikum allemen. Es ist sehr schön zu sehen, die Punema, die ich da kenne. Sie sagt mir manchmal, also ich komme da ein bisschen spät. Ich habe schon gewohnt, Elli von früher, als ich bin gesessen auf dem Bahn in einer Stadt, was heißt Baden, es ist Durham von Wien. Und jetzt habe ich gefunden, irgendwo einen Ruheplatz, wie ich kann sich zustellen zu dem Ganzen. Ja, ist sie dann eine Frage, Elli. Ich habe gedacht, ungeheuer auslernen Jiddisch von der Jiddische Studentische Verband. Beerdig 5 Jahre zurück, mit beerdig 5 Jahre. Und ich gedenke, damals habe ich es gemacht im ganzen Beginn. Es ist gewesen, Mama ist etwas für mein Herz. Ich habe gewollt, helfen eine Sache Menschen, eine Sache jünger Leute, die es haben gehabt, ein Chaischek zu Jiddisch, weil sie gedenken, als die Babe oder Seide haben geredet Jiddisch, erst vergrämt oder haben gemacht Kulim auf Jiddisch, aber die Sprache ist nicht umgekommen zu sein. Und wenn sie treffen Jiddisch, sie spüren, also sie treffen etwas von seiner eigenen Geschichte in Jiddischkeit, etwas als Scheiches zu sein Keures. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung vorbei. Bei den Nicht-Jiden, ich bin Maske mit was Andreas sucht, also eine Sache ist man vertummelt. Man mischt aus Jiddisch mit Jüdisch. Man fragt, was ist das? Ist das eine Sprache? In eine Sache hält man als nur Ibrit, ist die Sprache von den Jiden, aber man weiß nicht, als Jiden haben gehabt eine Sachsprachen. Sie haben alle zu tun mit einem mit dem zweiten. In eine Sache ist es auch die erste Reaktion, Überraschung. Wir meinen, als Jiddisch ist eine teute Sprache, und man weiß von Jiddisch, und man weiß, dass es eine Sprache meinen wir als eine teute Sprache. Und von mir ist es eigentlich interessant, weil ich bin aufgewachsen in einem Eulen wie Jiddisch, ist gewesen eine ganz normale, lebendige Sprache, in einer chassidischen Liebe. In Dachge, was geschieht jetzt, ist so eine Sache, die schuldige Studenten, die kommen kann, Wien. Und so geschieht etwas sehr Scheins, als sie heim und lernen Deutsch. Und plötzlich sie da kennen, als Jiddisch steht zwischen Deutsch und Ibrit. Und sie hat noch mehr Elemente, und es ist etwas am Mischmasch. Und es ist sehr scheinbar, sie hat eine scheine Tam. Und sie lachen. Ich denke, als mein Chaverte Mika, wenn sie es gewesen in meinem Kurs in Weimar, sie hat einfach gemisst lachen. Sie hat gesagt, ein gesundes Asoi. Und das ist gewesen sehr lustig. Und ich kann auch erzählen eine Anekdote, was geschehen in Wien. Also ich gedenke, dass es gewesen ein israelischer Student, was gekommen kann in Wien für ein Semester. Und in der ersten Woche hat er zu mir gesagt, verwusst darf ich lernen Jiddisch. Oder verwusst lernst du aus Jiddisch. Ich hätte schon Hebräisch, ich lerne Deutsch, und was fehlt mir etwas? Habe ich ihm gesagt, als geht er muss nicht lernen Jiddisch. Aber er kann schon kommen einmal zu einem jüdischen Event, und sich noch zuhören. Er ist gekommen, Sof Kol Sof, mit ein bisschen Skeptizism. Und in dem Programm hört er, wie Menschen reden Jiddisch, und er sagt, aber nicht, ich verstehe einen halben Satz. Und nachdem hat er gedacht, okay, ich höre da ein bisschen Ibrit, ein paar Luschen keidische Wörter, ein paar deutsche, germanische Wörter, und hat ungeheuer kommen ein bisschen mehr, in Leinen, in Fragen Tasches. In ein paar Stunden später hat er zu mir gesagt, also ich bin gekommen, kann Wien zu lernen Deutsch, aber durch Deutsch habe ich gefunden Jiddisch. Und das ist gewesen von mir ein sehr schöner Moment, weil man darf nicht anreden Menschen, sich zu lernen Jiddisch, man darf sie nur geben eine Gelegenheit, sich zu begegnen mit der Sprache. In der übrigen Arbeit, die Jiddisch allein hatte ich. Ja, es ist eine sehr schöne Entwicklung. Ich meine, Elli, du hast auch gefragt wegen Generation J. Und der Name ist ein bisschen Generation J, Generation Z. Andreas kann reden wegen dem. Das ist gewesen, auch heute zurück, meine ich. Ich habe zum Badauern habe ich liked, was alle anderen haben gesucht. Bis jetzt ist, ich weiß nicht, ob ich suche etwas, was ich habe schon gehört. Aber ich kann ein bisschen reden wegen meiner Rolle in Generation J.
Ich bin Ja, ja, gewesen man hat noch allergisch. nicht gerät. Man hat noch nicht Noch gerät noch wegen dem. Okay. Ich bin gewesen alleine koidem eine Woche in Paris, und nachdem eine Woche in Weimar. Und so gewesen von der Jungen da ist der Volk von den ganzen 2 Wochen von den Menschen J ist, man will geben von den Jungen da einen Tam, von was Jiddisch kennenlernen. Und man hat sie auch gestützt, sie beschaffen ein eigenes kreatives Projekt. In ein paar haben geschrieben Poemes, ein paar haben geschrieben etwas erscheinen liegen oder etwas erscheinen liegen. Es ist gewesen sehr, sehr interessant, sehr emotional, muss ich aussuchen. Ich habe gebracht ein paar von meinen Charakters von Österreich. Ich hoffe, Andreas, dass der kommende Jahr kann man auch bringen an mehr Menschen von Österreich, weil es ist gewesen, es ist inter der Organisation von der Europäischen Union ist, sie haben gegeben Geld für 3 Medines. Ja, es ist gewesen sehr wahrscheinlich, weil man hat gewollt bringen, Jiddisch mehr zu den Jungen da und stützen sie mit dem. Wow, ich kann für die ganze Arbeit mit den Gedor. Wird noch zurückkommen zu dir auch. Lassen wir sich wenden jetzt zurück zu Jake Efscher. Jake, die Arbeit, ich hab gesehen, du hast geschrieben, etliche Mal, du weißt, dass Deutschland soll erklären Jiddisch wie offizielle Sprache oder offizielle Minoritätssprache. Und ich weiß, dass in Europa בכלל, sie ist klassifiziert wie eine Sprache, was ist in Sekunde zu sterben oder etwas so. Efter kannst du erklären mehr wegen dem? Wegen wo steht man, ja. Ja, ich darf ein bisschen, ich darf ein bisschen geben dem Kontext von dem, weil als Sachmenschen wissen nicht, ich meine, es ist schon bekannt in der Jiddischwelt als Schweden anerkennt Jiddisch wie eine Minoritätssprache, aber beim sind da 8 Medines in Europa, was haben anerkennt Jiddisch. A viele Bosnien, was hat 200 Jiden, der Rikisch-Svardisch Jiden, hat anerkennt Jiddisch, aber nicht Deutschland, was ist misdomme das Land, wo Jiddisch stammt von denen und was hat euch gespielt die größte Rolle in der Zerstörung von Jiddisch. Ja, es ist da ein Charter, ich weiß nicht, wie man das sagt, etwas an Obmach, nicht in dem Europäischen Verband, nur in einem Rat von Europa, was Srov Medines haben untergeschrieben. Und laut dem Obmacht darf eine Medine geben gewisse Stütz oder Anerkennung für die Sprachen von verschiedenen Völkern, was wohnen in der Medine, aber haben nicht dieselbe Kultur wie die Hauptkultur von Land. Und damals in den 90er Jahren, wenn man hat untergehasst hat dem Abmach, hat die jüdische Gehille von Deutschland gesagt, als Jüdischkeit ist nur eine Religion da. Und in anderen Ländern mag es sein etwas anderes, aber da in Deutschland ist Jüdischkeit nur eine Religion. Und man hat nicht gehabt keine große jüdische Gehille damals, was hat gekannt, machen etwas eine Kampagne gegen dem und sagen, dass wir wollen ja als stützen. Wir haben 7 andere Minoritätssprachen von 4 Völkern und noch eine Sprache, Niederdeutsch oder Plattdeutsch. Mit der Woche zurück haben wir gehabt die erste Treffung von einer neuen Kampagne zu schaffen, als Status für Jiddisch. Die Kampagne heißt Jiddisch jetzt oder Jiddisch jetzt auf Jiddisch. Und ja, wir heben erst an, aber wir haben verbeten Vertreter von Kommune-Organisationen und von verschiedenen Eltern, versteht sich, als wir heben an mit den Chaverim, was wir kennen schon, aber die Kampagne will sich vergrößern und wir hoffen, als wir wollen können schicken eine offizielle Bakosche
als wir so beiten dem Status. Aber das ist auch lange Mahalach und koidem kol darf man mehr Selbstständigkeit im Land und man soll schon wissen, was ist Jiddisch und als wir existieren. Das ist euch ein Problem für die anderen Minoritäten. Und bei mir hat sich das angehoben durch dem, was wir haben erst bekommen etliche Jiddisch Gassenschilden da in Berlin, wie Denkmäler von der alten jiddischen Gegend. Und ich habe gemeint, dass das wird sein, etwas ein wichtiger Simen von der Rolle von unserer Sprache und von jiddisch redenden Jiden. Aber bei MS hat das Projekt, es ist nur gewesen, Covid dem jiddischen Amol. Und man hat euch nicht kein Sache geredet wegen der Sprachbeklau. Ich habe gesehen, dass nicht weit von dannen in Brandenburg hat das sorbische Volk Leuten Gesetz, darf jeder Schild sein zweisprachig. Und das ist schon ein größer Chilik. Sie haben euch Eintugprogrammen also wie Jiddisch Haus, aber es ist eine Sache offizieller und man bekommt Geld von der Regierung. Aber der kommt als ein Status nicht, kommt laut mit der Stütze von der Regierung, aber es ist schon ein guter Anheb. Man soll kennen sagen, als uns kommt etwas, Teufels unsere Sprache. Und ja, wie gesagt, das ist ein langer Mahalach, aber wir heben an. Wow. In wer sei, du redest mit Menschen wegen dem Minastam. Ja, Menschen auf der Gas, ich weiß, jeden, nicht jeden, macht nicht aus. Wer sei die Reaktion? Wer sei Menschen rufen sich an auf den Gedanken? Wir heben euch erst an, herumzureden, die Themen. Es ist gewinn interessant, weil es sagt, Menschen haben mehr als gewisse politische Diskussionen, was ihnen schon nicht poschet, wegen der Rolle von Jeden in der Gesellschaft und über der Welt und euch mit ihnen Yisroel und verschiedene Kriegen. All die Sachen, man meint, als wir beten etwas anderes für Jeden, wird es herausrufen, noch mehr Sine Yisroel oder es wird sein noch mehr ein Problem. Aber ich meine, nein, es hat gar nichts zu tun mit dem, es hat zu tun mit Jiddisch und Deutschland. Und ich will nicht reingehen in die alle anderen Diskussionen und wir wollen Tage sein sehr konzentriert und ja, aber es ruft Tage heraus verschiedene Fragen wegen was es heißt zu sein Jid und was es heißt zu reden Jiddisch. Wow, interessant. Okay, Mandy, ich will sich wenden zu dir jetzt. Aber vor dem will ich sagen, ich habe weggestellt in der Schmisskessel oder in der Chat zwei Linken, eine von der Sommerkurs in Weimar und eine von der Sommerkurs in Wien. Ob ihr wollt das da durchkicken, in der Teil von dem ist auch die Jüdische Haus, was Jake macht in Weimar, ihr kennt dort sein alle pro Team. Aber gut zu dem, ich habe auch geöffnet, die Schmusskessel, in Nitzter könnt ihr reinklappen, Frages. Ich meine, sie gewinnt verspart vor dem. Ihr sitzt da, könnt ihr schreiben Frages oder Scheiles oder andere Sachen. Und ich will sich wenden zu dir, Mandy. Der Zeilins wegen der Kurs. Ich verstehe, der kommende Kurs geht behandeln die Themen Nessie. Und sie geht auch jetzt in Europa ein bisschen, in verschiedene Plätze wie in seinen Gewinn. Warte, ich darf dir ausstimmen, lass mal schicken. Okay. Masken. Der Nessie in den Kursen in Weimar in den letzten Jahren hat man damit probiert, also eine gewisse Nessie. Von Altjiddisch zu Neujiddisch, von Marev Europa zu Mizrach Europa, verschiedene Zeiten von alte Literatur zu Chassides, von Chassides zu moderne Literatur, damit ist es eine Nessie. In das Mal darf die Frau wird sein in den Blick. Jiddisch wie Mameluschen, Frauenteitsch, wird sehen, wie soll das 40, und das wird sein eine interessante Nessie. Und ich mache mich, man blättert durch interessante Sachen von
von Glickel, wieso die Frau wird gesehen oder wird beschrieben oder schreibt in die alten Zeiten, in die frischen Zeiten, ist das meiner wird sagen, heutige Kurs in Weimar, in Vertuben, das ist die Kultur Nessie. In der Sprache Nessie, was sie vertuben mit Eidel, mit dir, mit Esther, mit mir, also ist, ihr habt schon gehört, sa eidele feine Jiddisch, ich kenn du hören, in fin einer Frau allein, also in fin Esther ist, es wird sein interessant, in es hier das Jahr. In Weimar ist damit interessante Treffung mit anderen Kursen, mit anderen Spielern, die Singers, und so weiter. Und ich meine, dass der Jiddisch allein ist er durchgefahren an der See. Aber warte mal, wir tun jeder verschiedene Lieder. Auch wird mit Ah, jeder mal verschiedene mit der Gullis, ja. Also 30, ja. Eidel, ich will dir fragen ein bisschen wegen der chassidischen Kultur. Reden dich wegen Nessie, wegen Form von einem Ort zum Zweiten. Der Chassidim haben sich häufig lieben zu sein, darf kein Meire Europe. Du weißt, verwusst. Verwusst in Wien, in Antwerpen, in Zürich, aber nicht in Uman. In Uman ist ja du eine chassidische Kehle, aber sie reden nicht kein Jiddisch, ja, und es sind nicht einmische chassidische Kreise, die reden Jiddisch, sondern dort. Verwusst nicht in Warsche, verwusst nicht in Wilne. Ja, ich meine, wir müssen kicken auf jede Medina, auf die Geschichte von jeder Medina. Ich meine, als die Chassiden, sie haben sie durchgemacht, eine Sache in der Kurven, aber sie haben auch eine Sache durchgemacht in den Zeiten von Kommunismus. Und sie haben geprüft, sie entläufen Kommunismus, in dem, ich meine, eine Sache von Demos gekommen kann Marev. Ich weiß von Wien allein, eine Sache sind gekommen 1956, noch der ingerische Aufstand, aber handige Tug sich schon am Mischmasch, nicht nur der ingerische Chassidim, das sind du. Aber weil man hat schadig gewesen, London und Antwerpen, in handige Tug sich schon ein bisschen anders, aber damals hat sich ungeheuden eine kleine Kehille. Ich muss auch sagen, dass die Medina hat gestützt Sache. Damals sind auch gewesen, die du in Wien, ein bisschen billiger zu kaufen. Sie kommen zu verhandeln, zu machen Geschäften, sich vernetzen durch Wien. Es hat sich ungeheuden mit einer, mit noch einer, aber es ist noch gewesen, ingerische Chassidim bis 2000, bis der Jugend 2000, weil mein Tate ist gekommen in 1998. Und gedenkt, dass damals es noch gewesen 3 Galizianer in Wien. Ich will nicht sagen, welche Nummern sind sei. Es noch gewesen 3 Galizianer. Hante so etwas Sache mehr. Aber in Zweifel von den Statistiken, auch von Marcin Wojcinski, was hat geschrieben, als scheine Atlas für den Ganzen, als handige Tug so bedeutet 40 Satmer Chassidim, noch dem 30 Bells, noch dem 15 Visionits, und noch dem Apuche, noble Fans, und sind wir der einzige, das Land immer besprochen du in Wien. Aber ja, so hat sich hier mit der Chvalies für die Geschichte, weil sie haben gelitten, nicht nur von jener Seite, auch von jener Seite in der Gang, wie wir kennen leben. Es ist gewesen eine gute Chance damals, sie kommen in den 50er Jahren, sie kommen kein Wien, es ist gewesen eine Hasmune, kommen so, und sie haben sich so gemacht, erscheinen im Leben. Sehr schön. Ich lasse mir von dem gleich rüber tanzen, Zimendi zurück, weil ist der einzigste Kohl von Antwerpen, du. In Dickens, der chassidische Kehle, das ist allein gewachsen in einem Spruch, was ist gewesen chassidisch. In ein bist du zurück durch den Ekran. Was kannst du das Gerät mit chassidischen Menschen von dort? Erstens, ob sie haben geehrt wegen der Netflix-Sache. Und ob du das Gerät mit nicht chassidim und das Gerät etwas Reaktions wegen der Jiddisch.
Warte, ja, okay, das ist eine interessante Sache. Ja, der Netflix-Film von Ralph Diamond hat sich fein, hat es fein bekickt in Antwerpen. Antwerpen, Mhm. Jeden. Du gab's es gewesen noch mein Forum, a Preview, haben sie gehabt von Antwerpen, Jeden, also nicht kan Televisie-Kickers, wo sollen es bekicken und sagen, was sie meinen, also Pre-Production. Aber ich kann dir sagen, also wenn ich 30 Jahre also auf der Welt, das sag mal, eben Sayid halt mich up und sagt, oh ja, ich kann nehmen ein Foto mit euch und ich weiß nicht, wer er ist, was er will. Ja, ja, ich habe auch gesehen, er hat gespielt, die sind gewähnt, der Direktor von der Börse oder so. Man hat es gesehen von allen Schichten. Und es hat gehabt, wieder Call. Ja. Mhm. Ich will sagen, בכלל die Sache, als Jiddisch gefindt sich in Filmen, weiß mit Apoyo zurück, aber gedreht in Wien, der Mürer, Anatomie eines Prozesses, wie sie gewähnt, als Sach Jiddisch mit Dovele Glickmann, oder jetzt in Deutschland war es eine Serie, was heißt The Zweiflers, wie auch, was für eine jiddische Mischpuche, es ist dort, du hast auch Jiddisch, mit Deutsch, es ist sehr handsartig, ist das beweist, dass Jiddisch in der deutschsprachigen Länder, in der Fall, hat er besser Haft, weil auch in Antwerpen haben die Antwerpener, die Flemmer gekannt, dafür die Osmotischkeit von Jiddisch, sie kennt vielen in der vielen, in das gewesen, in das interessant, in der Fahr in Deutschland, die Osmotischkeit von Jiddisch zieht, kolmine frische Publikums, sei Jiddische, sei nicht Jiddische, in das ist a Pro, das ist a Plus. Mhm. Ja. Ich muss sagen, dass es doch etwas Sache mehr Immigration kein Baker Berlin, אפשר, Baker Berlin, aber auch בכלל, sie Deutschland, sie Wien. Ich habe getroffen, als Sache Israel, die Chaveri meine, wir sind geboren in Israel, und sie wohnen nicht in Berlin, sie wohnen in Wien. Ja, sie fuhren alles. Also wie Eidler der Zeit, es du der Phänomen, als sie fuhren von Israel im Fuhren kann Deutschland, dort sie haben die handige Kultur, und sie werden verhabt, und sie sehen, als es eine Jiden. Und als sie nicht, in es ist du, als in dem Jiddisch, habt sich auch auf dort. In Jacob hat viel dort die Sachen. Ist interessant, was wird auch du, auch mit der Indien, was der Status von Jiddisch in der deutschsprachigen Länder, es ist auch du das Wure, als in Status als es wie eine jiddische Kultur, also darf bekommen ein Status wie eine spezifisch deutsche Kultur. Und gegen dem ist nicht nur so eine Sache, sich gegen zu reden, durch also wie Plattdeutsch ist eine deutsche Kultur, aber es ist etwas spezifisch, also auch Jiddisch, wie andere Sort Deutsch, dürfen sie ausstrecken, ihre Flügel in es so bieten. Es ist auch ein interessanter Mahalach. Ja, und ich kann es verstehen, weil Jiddisch ist gewähnt, es hat auch angefangen, wenn Deutsch ist nicht gewähnt Deutsch. Es ist gewähnt, als auch kleine, ja, es ist was. Jake will sagen etwas, und auch hat Esther, ja, ist Jake fertig. Ja, legabe die Zweiflers, קודם כל, darf man ein bisschen wissen wegen der Geschichte von Jiddisch in Deutschland nach der Milchome, weil nicht kein Sachmenschen, a viele da wissen, als wir haben gehabt mehr Jiddisch in Deutschland in die ersten Jahre nach der Milchome, wie in die Sachjahren vor dem ist ein Viertel von den Jiden in Berlin haben gestammt von Mizrach Europa vor der Milchome. Aber Punkt nach der Milchome sind gekommen als Sachleben gebliebene Davke in Deutschland und euch noch ein paar Jahren die Menschen, was sind zurückgekommen, in Polen und haben gesehen, als Emetzer wohnt bei sie in Stub und es ist nicht also, es ist ein gefährlich dort, sind sie weiter zurückgekommen, in Meirev
und, oder nicht zurück. Lass mir sagen, sie sind einmal gewesen in Deutschland mit hunderte Jahren zurück, aber sie sind gekommen in Deutschland und sind rein in die DP-Lagern, was die jüdische DP-Lagern in Bavaria, in Bayern, sind gewesen jüdisch redende Städtler mit jüdischen Zeitungen, am Radio, Theater, sie haben gewissen jüdische Filme, alle Plakaten sind gewesen auf Jiddisch, man hat gehabt Football auf Jiddisch zwischen die verschiedenen DP-Lagern. Und zum Bedeuten hat Deutschland Hacke nicht gewollt, als wir so haben da solche jüdische Städtler da, die der Antisemitismus ist noch gewesen und man hat herausgewiesen, die Juden von dem letzten DP-Lager, ich meine 57, das ist gewesen Ferienwald. Und Davke in Frankfurt hat man damals gehalten in Bojen, Nahe Binyonim, hat man gesagt, dass die Juden von dem letzten DP-Lager mögen wohnen in Oti 2 Binyonim. Und dort hat man weitergeredet Jiddisch und hat die Srive ist geblieben. Ist noch heint hat man ein paar Menschen, die sind aufgewachsen in die 2 Binyonen in Frankfurt reden die Jiddisch. Wir haben ein bisschen Hemmschichtigkeit, aber es ist mamisch nicht das, was es wird gefällt sein. Wow. Das ist interessant. Ich kenne die ganze meiste von den DP-Lagern. Ich habe gewusst, dass es gewesen, aber ich habe nicht gewusst, dass es sich gezeugt bis 57, hast du gesagt. Geht, Esther, was die gewollt legen? Ja, ich würde nur sagen, dass ich habe früher nicht gesagt, als die Universität Wien hat beschaffen eine Stelle für jüdische Forschung. In dem Stelle ist in der Germanistik, die Abteilung von Germanistik und nicht mit Judaistik. Und das heißt, dass ja, die Universität sieht Jiddisch als eine germanische Sprache. Oh, wow. Kennst du sagen, dass zwei Wörter oder vergessen zu fragen, wegen Düsseldorf in Trier, auch der akademische Interesse in Jiddisch ist sehr, und sie haben eine Konferenz von Jiddisch, ich meine, das ist genau der einzigste, ich weiß, dass ein Jahr ist das geführt kein London. Ja. Was kannst du uns erzählen? Das ist eine andere Konferenz? Das ist eine andere Konferenz. Jiddisch Symposium ist einmal in Trier, einmal in Düsseldorf. Wir sollen die andere ist gewesen Yiddish Language Structures JILAS, was ist eine andere Konferenz, was ist nicht jedes Jahr, aber ja. Was kannst du uns erzählen wegen dem? Wegen der Konferenzen, wegen der akademischen Welt Bechlal? Ja, die Jiddisch Liebhabers und die Jiddisch Forscher kommen zusammen. Jedes Jahr sich schmissen wegen Sprachen, Literatur. Und, ja. Und ich weiß, wir können geben, in Düsseldorf, weiß ich, wir können geben, reden so viel Mamisch. Wir können geben eine Lektion, ja. Ja, die kannst reden Jiddisch oder Deutsch. Und das ist selten, noch das geht auf Ilas, was man die kann geben, eine Lektion auf Jiddisch. Ja, die kannst reden Jiddisch, ja. Wow. Geht, ist, dass mein Gerät auf der Sachtemes. Ich will jetzt öffnen die Biene für die Reulem. Ich will auch viele losen Menschen sich euch stimmen in Frages. Man hat Gerät auf Akademie, man hat Gerät auf Spracherkennung, man hat Gerät auf Poesie in Berlin, man hat Gerät wegen Kursen, man hat Gerät auf so viele Sachen. Immigratie, Chassidim, man hat Jungedor, man hat Gerät auf der Sachtemes. Und ich bin sicher, dass Reulem will fragen. Ich weiß, dass Elie Palewski von unserer Exekutive ist da auf einer Treffung. Schon will sich heute stimmen in Fragen. Ich weiß, er hat eingestellt 2 Fragen in der Schmisskessel. Ist Elie aus dem Mikrofon. Ich will dir schicken ein paar Kosche, zu sich heute stimmen. Ja, Elie, ja. Ja. Erstens, vielen Dank für der ganze Helfer. Es ist mamisch interessant. Als jüdische Laptop in die deutsch redende Länder. Dachte ich, als Jake hat der Mond, als
Jiddisch kennen, denen wir ein Muster von der internationalen Einheit von Europa. Sie kämen von der Einheit bekommen, Stütze wie ein Mustersprach von Einigkeit? Das ist eine Frage. Eine zweite Frage ist, auf die verschiedenen Kursen und Programmen und Unternehmungen. Sie kommen rein, nicht jeden euch und euch mit Wasser beziehen kommen sie. Ja, Jake, du willst anfangen? Jeder einer kann anfangen, aber... Äh, Ich meine, es öfter hat Andreas das gesagt. Ah, Aber ich bin Maskim. Ja, ja. Ich reiche. Ich, ich will auch lernen etwas, was ist sehr schön organisierte Konferenz im November da in Weimar. Und Yitzhak Lebush Peretz hat gesagt in 1908 in Tschernowitz bei der größten berühmten Konferenz, hat er gesagt, dass was sich allein einrietzt. Da, wo es leben zusammen verschiedene Nationalitäten und verschiedene Sprachen, ist uns, die Jiddisch-Reders, ist uns leichter, unser Wort zu führen. Wir spazieren vor Nacht im Gas und von verschiedenen Fenstern fließen heraus verschiedene Sprachtenor, allerlei Völkermusik. Wir wollen wir, die Jiddisch-Reders, wir wollen unser Fenster haben, unser selbstständigen Motiv in der Völkersymphonie. Sie haben schon damals alles gewusst. Was kann man noch zugeben zu dem? Ich meine, das ist Europa heint, ja. Und das darf Jiddisch. Man darf ein Fenster für Jiddisch. Und wegen dem wird man reden auf unserer Konferenz im November. kann sagen mehr Protein, wo ist die Konferenz, was ist die Konferenz? Konferenz wird sein, das ist für die Europäer, bloß für Europäer, seit Neuchel, wir kommen von Kanada, zu England, zu Amerika. England kann kommen, aber das ist für die europäische Organisation, wo es vernehmen sich mit Jiddisch, Tage. Limmerschel, Schweden, nur Jung Jiddisch wird sein, Israel wird sein. Und man wird reden, speziell, was zu tun mit der Jugend, mit jungen Leuten. Das ist Tage Erasmus Plus, das ist ein größeres europäisches Programm für Studenten. Gibt Geld, also wir sollen organisieren in Zukunft, in kommenden Jahren, Aktivitäten wie es gewinnt Gen J, was es gewinnt mit Polen und Frankreich, wo junge Menschen können sich beschäftigen mit Jiddisch. Und das ist Tage wichtig. Und das ist eine gute Motivation auch für die Europäische Union, weil sie sehen, als Jiddisch ist eine europäische Sache. Und das kann nur sein eine gute Sache. Sehr schön. Genau. Elia, wat de fijn voor de vraag is? Auf der zweiten Schale Mandy. ist in Weimar Jiden, Nicht-Jiden, seine Beziehung ist, wenn wollen wissen, ein paar kommen, weil sie wollen sich vertiefen, sie kommen via ein ständiger Platz, sie wissen, als Weimar haben sie seine Woche, 2 Wochen, auch heute für Jüdischkeit und so sagen sie an. Andere, was kommen, Paramol, zu einem Fenster, zu viel Natam, sie wollen wissen, mit also ja, das ist es ist gemischte Klassen, Jiddisch, nicht Jiddisch, es ist da einmal was kommen, katholische, mit der Wissen von Religie, in noch mehr Interesse zu religiöse Stimmungen, andere kommen sehr weltlich. Das ist schein in Weimar, es ist mit sehr gemischte Klassen, es ist wie ein Bukett. Man arbeitet sich auch aus, die Kursen arbeiten sich aus wie ein Bukett von verschiedene Texten, was sie vereinfachen oder was sie vielen verschiedene wünschen. Erst kann ich zielegen zu dem, als auch in Generation Z haben wir uns ein Mischmasch von Jiden und Nicht-Jiden. Und ich halte, dass das ist eine sehr interessante Dynamik, weil man lernt das auch einen mit dem Zweiten. Und auch in Rox Vives sind, meine ich, jüdische Talmiden, oder Jiden, sind eine Minorität. Und du hast eine Dynamik, wo es erst der Hefech von dem. In den Nicht-Jiden sind erst eine Minorität. Aber man kann das auch lernen. Man lernt das auch von dem anderen. Ja, ich habe lieb der Dynamik von einem Mischmasch. Caro,
Ich meine, du hast gewollt fragen etwas wegen Dissertatius. Wie sich euch stimmen im Fragen? Ich darf dir schicken. Ja, entschuldigt. Ich schick dir. Danke. Ja, meine Frage ist, Sie kennen in die Universitäten in Wien, Sie, an der Universitäten, wo Sie kennt, schreiben die Diplomarbeiten auf Jiddisch, weil ich studiere in Breslau und da ist das ja der Leute, man hat das viel reingeschrieben in die Klolim von Judaistik, also man mag schreiben Bakalavrarbeit, Magisterarbeit auf Jiddisch, ich weiß nicht wegen Doktoraten. Keiner hat das dacht sich noch nicht getan. Philipp Schwarz hat gedacht wegen dem, ich habe gedacht wegen dem und so beschlossen, dass wir schreiben auf andere Sprachen zu bedeuren. Ich weiß nicht. Aber das ist eine gute Idee. Und ich will trachten wegen dem und auch, ich meine es, wenn du schreibst wegen Jiddisch, kannst du schreiben auf Jiddisch, aber es kann sein, als es ist du ein administrative Klolim oder etwas so, aber ich will es, ja, ich will es angucken. En agav, ich habe sich jetzt da mit Darmant in eine von den friedigen Programmen, was sich auf gehalten, als Motche Schächter hat gelernt in Wiener Universität. Also ich bin ein Student. Interessant zu wissen, ob es ist gewesen als eine Molle in Historie, wo die kennt schreiben, Dissertatius auf Jiddisch. Ob einer hat einmal geschrieben, ja. Auch Shlomo Birnbaum. Ich Ja, weiß, es haben ich weiß, dass Ja. Miriam Silber, was ist nur was gewähnt in unserer Unternehmung, aber sie hat sich entschuldigt, dass sie muss schon weggehen. Sie hat geschrieben dem Sachako von ihr Dissertatieprojekt, sei auf Jiddisch, sei auf Deutsch, sei auf Englisch. Ich habe ihr geholfen mit dem jiddischen Nussig. Also ich weiß, dass ein Mensch hat das getan mit dem Sachako, aber zu schreiben dem ganzen die ganze Arbeit auf Jiddisch, das ist schon wird gewähnt schön. Ich meine es, Mandy wollte Pi- Mandy, so. Ich will sich entschuldigen. Kohl will ich danken, Sie gewähnen am Achai zu sein, ein bisschen mit Achdu zusammen. In der Gemeinde wird noch, es hat sich länger geschleppt, aber es ist gewähnt gut interessant zu hören. Ich muss jetzt gehen, weil wir halb tun in der Klasse, wir oben tun in Jung-Jiddisch Tel Aviv. Will ich sich entschuldigen, auch begrüßen, meine Chavayrim, in alle Zuhörer, in Esther, wir warten auf die Direktion, wir sind gerade auf der Nessie, und davon, halb schon uns zu gehen, ist, man soll so sehen in Weimar bekuren. Seid gesinnt. Haben wir sei gesehen. Seid gesinnt, seid In gesinnt. Schkoer verkimmen und verreden. Schkoer dir. Ja. Und ich meine, ich will lassen der Rolle jetzt pushen sich euch Stimmen im Fragen. Ich weiß, dass in dem wird man endigen, weil ich weiß, dass sie du noch als sachidische Programme die Menschen lassen upgedet, sie gehen zu andere Programmen. Wegen dem hat man es upgehalten, 11:30 in der Früh in Amerika-Zeit, weil sie du noch als Sach Jugendruf macht und andere machen. Ist Pierre oder Piri oder wie soll lernt man den Namen? So, ich will dir schicken nach Bakosche, ja. 1 Minute. Kannst du auch euch Steven jetzt da? Danke, ja. Ja, es ist allgemein Was sehr, ist- es ist sehr interessant für mich zu hören, wie das arbeitet in Deutschland. Ich habe gewohnt, das auch Jahren in Deutschland, aber ja, und ich kenne die Situation. Die Menschen kennen nicht Jiddisch, aber wenn sie das hören, wundern sie sich, dass es ist so, also ähnlich. Und sie werden gleich interessieren sich, weil ich meine, das ist in dem Sinne sehr interessant. Und, das ist meine Erfahrung. Aber nachher kommt weniger. Die wenigen lernen noch mehr allein. Aber etliche, also es sind da Vereine, wo man lernt, Menschen lernen Jiddisch. Aber ich habe auch gewollt sagen wegen Trier, wo ich bin gewesen mit der Jahr zurück in der Konferenz.
Und in 3 Tagen lernt man, das ist wie ein Sommerkurs, man lernt, man redet den ganzen Tag Jiddisch in die Pausen und sind da, wir sind 70 Wissenschaftler von Texas und überall und alle haben geredet Jiddisch. Und weil Jiddisch und Deutsch so nah sind, kennen auch Menschen, wo sie nehmen sind, nicht haben gelernt, sich Jiddisch können da euch verstehen. Und als ist es eine sehr Atmosphäre, wo alles ist auf Jiddisch. Aber die Menschen kommen aus Frankreich, England, Amerika, Deutschland. Das ist im Chai, ja. Und es ist da gewesen ein Mann, was hat geheißen Berel Salamander, wo ist aufgewachsen in Ferienwald. Ist gewesen sehr ein Alter, 80 Jahre, und hat geredet mit einem polnischen, jiddischen Akzent, weil das ist gewesen der Dialekt in Ferienwald. Demalt. Und die letzten Jahre hat man geredet Deutsch, aber für ihn ist das gewesen gut, weil also hat er gelernt Deutsch für der deutsche Leben in Deutschland. Und er ist geblieben in München und hat gehabt ein gutes Leben da und hat er gehabt dem Referat auf Jiddisch mit der Jahr zurück. Es gewesen sehr schön zu hören. Einer, was hat gehabt wie Mameluschen, aber beeinflusst weil die meisten sind wenn Polish, Jiddisch Redner in Ferienwald. Sehr interessant. Git, also ich meine, das ist Zeit zu schließen. Ich will nicht machen nach Schulden für alle anderen Unternehmungen, was geschehen jetzt da auf der jüdischen Welt. Ist ein größten Schkoch für alle, ein größten Schkoch für Mandy, was ist schon weg. Ein Schkoch für Andreas, und für Esther, und für Jake, und für Idle, was sie kommen gleich von der Bahn. Und für dir? Ja, und für mir. In Metzach sehen alle Bekurev. Ich will noch schließen mit einem Satz. Also ich meine, als Deutschland von mir ist gewesen, sei eine gute Durchlebung. Ob Menschen zweifeln sich, ob sie zurückgehen, nicht zurückgehen, mein Tate ist ja gegangen, mein Tate ist nicht gegangen, geht's. Es ist ein Teil von unserer Kultur, von unserer Historie. Und ich meine, man darf es trotzdem einmal erleben, darf man besichern. Geht, seid gesinnt, wir sich treffen in der kommenden Treffungen. Ich kann euch alle fahren kommen. Euch allen.